Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind jetzt mitten in der Blutklammlift oder was auch immer stecken geblieben und sind eigentlich kurz vor ein paar Quests annehmen und ich würde sagen, wir machen da einfach gerade mal ein bisschen vorwärts, weil das Ziel ist ja wirklich mal bei... Oh! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, ich mache da einfach ein paar billige Quests und gut ist, aber wie wir sehen, kommen wir da gerade mal noch ein paar geile Füßchen über. Das sieht wirklich nicht mal schlecht aus. 4 Rüstung mehr, 3 Beweglichkeit, 4 Ausdauer, 9 kritischer Trefferwert plus 2 Tempo. Für das müssen wir Unteroffizier Gord möchte, dass ihr nach Qualheim geht und 16 Vrikul des Windsommer-Kornstammes tötet. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Und dann kommen wir schon die nächste über und zwar... Hallo! Ich bin da an Quest nicht, du hast jetzt da mir zuzuhören, also... Unteroffizier Gord will, dass ihr nach Quellheim geht und Gord das Fackel benutzt, um ein Behauses der Winterskorn, ein Wachturm der Winterkorn, eine Brücke der Winterkorn und eine Kaserne des Winterkorns in Brand steckt. Also wir dürfen da wieder ein bisschen zünseln, das habe ich natürlich ziemlich gern. Aber wie genau, das, da sehen wir ja Behausung, einfach irgendein Häuschen müssen wir da in Brand setzen, okay. Sprecht mit Hauptling Asch Totem im Lager der Winterhufen. Okay, jetzt schauen wir aber mal nach, wo die Quests alle stattfinden. Also die zwei sind sicher mal da, dann haben wir eine da oben und eine da unten. He? Ich würde sagen, wir kümmern uns dann zuerst mal gerade um die da kümmern. Und zwar, wenn wir glaube ich von denen... Nein, das sind eben nicht die, das sind Verteidiger. Das heisst, wir bewegen uns langsam richtig Dörfli, aber ich gar nicht auf das reitieren. Wir können ja fliegen! Wir können ja fliegen, ich Nudeln. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns mit unserem Fluggefährten da richtig in die Zonen rein, wo wir langsam mal anfangen das Zeug abfackeln und die Leute töten. Aha. Da sind sogar noch gerade ein bisschen mehr umeinander, als ich erwartet habe. Aber jetzt durch das, dass wir fliegen können, kann ich jetzt mal schnell da oben drauf gehen. Ich muss näher ran. Ja, wir sind außer Reichweite, das heisst, ich muss wirklich von unten. Und schauen, dass wir schön einen nach dem anderen rauspicken können. So, let's do it! Einmal mit dem Vögelschwarm auf ihn los und dann sollte das Ganze eigentlich sehr gut klappen. Nice Sache, der erste ist schon mal down. Einen von den Nudeln haben wir schon mal erledigt. Wenn wir gerade mal schauen, ob man das von da aus geht. Das. Stirbt jetzt der da drinnen auch mit? Es brennt! Renn raus! Die Spinne ist mir egal, aber du, komm! Oh, in dem Fall nicht, dann töten wir dich einfach so. Okay, alles klar. Machen wir doch einfach mal schnell einen kurzen Prozess mit dir. Etwas anderes bleibt uns ja gerade momentan nicht übrig. Boah, die Vögelfähigkeit, Mann, die ist einfach genial. Die ist einfach eins genial. An der habe ich sowas von Freude. Da tun wir gerade mal ein Torwerk drauf die Seite. He? So, jetzt muss ich halt immer schauen, jetzt sehen wir auch da einen Timer von 15 Sekunden. Also ich muss innerhalb von 15 Sekunden dann einfach einen von denen erledigt haben. Vielleicht können wir uns jetzt an dem vorbeischleichen, weil ich habe das Gefühl, wir töten da noch einige, ja genug von denen. Komm, dich nehmen wir gerade mal auseinander. So, da sind wir nämlich schon mal gut dran, Otto. So, das wäre jetzt eine Brücke, die wir in Brand setzen könnten. Ich würde sagen, das machen wir doch jetzt gerade mal. Brennen! So, während sie brennen, rennen wir noch schnellstmöglich drüber, bevor wir auch mit abfackeln. So, dann sind wir auf der anderen Seite. Jetzt haben wir keinen Ausweg mehr. Es ist verbrannt. So. Das ist zu weit entfernt. Okay, dann gerade mal die Vögel aktivieren da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit wir die Vögel haben, sind wir da sowas von eins schnell unterwegs. Klar, es ist halt eine Fähigkeit, die wirklich nur auf jemanden allein funktioniert. Also jetzt in einem Dungeon rein oder gegen mehrere Gegner können. Ja gut, auch gegen mehrere Gegner. Aber man kann sich dann wirklich auf einen schnell konzentrieren, den runtermurksen und nachher den Rest runtermurksen. Man muss dann einfach wirklich immer schön fokussiert bleiben. Von dem her, 6 von denen haben wir schon mal, aber ich glaube, jetzt müssen wir den abfackeln. Bauwerk, das soll ein Bauwerk sein. Das sieht aus für mich einfach wie so eine stinknormale Hütte. Ja, egal. Komm, dann lassen wir die mal brennen da. Björn, halt... Ich kann nicht richtig lesen. Hallgurzon. Björn Hallgurzon. Zu dir kommen wir später. Wir müssen jetzt uns zuerst mal um das kümmern, wo du da gerade umquartieren bist. Komm, flieg davon. So, der gerade als nächstes an. Mal schauen, dass wir da noch ein bisschen unsere Reitiere aufheilen. Nicht, dass ich da schon wieder eins auf den Sack bekomme, wenn unsere Reitiere absterben. So, voilà. Dann würde ich sagen... Ja, der Björn ist uns da im Weg. Björni! Wieso? Hast du nicht ein anderes Örtchen aussuchen zum Chillen?
So, weil das müssten wir nämlich abfackeln. Und jetzt steht uns der komplette Björn im Weg. Und ich sehe jetzt schon voraus, dass wir wahrscheinlich den Björn nochmal später in einer Quest besiegen. Darum so von der Seite. Voilà, das hat gut funktioniert. Da fehlen uns nämlich auch nur 8 von denen. Dann haben wir die erste Quest schon mal erledigt. So, la. Komm on, stirb doch einfach. Gut, die haben jetzt auch wirklich nicht die besonders geilste Beute, die es gibt. Ich würde sagen. Wie der da versucht hat, den Berg drauf rennen. Nicht schlecht, mein Junge, nicht schlecht. Kann ich dich da noch looten oder bist du zu weit weg? Der ist zu weit weg. Ah Mann, dann lassen wir ihn einfach mal links liegen. Wie sieht es eigentlich goldtechnisch aus? Es hat 200 Gold. Ja, wir müssen schauen, dass wir jetzt anfangen zu sparen. Mit Level 80 sollten wir so um die 5000 Gold haben. Dann wollte ich natürlich schneller Reiter im Griff haben und dass wir ein bisschen zügiger unterwegs sind. Also auch ohne Vögel bringen wir das einwandfrei an gegen die eigentlich. Also, wir sind ziemlich gut und stark unterwegs. Habe ich eigentlich den neuen Helm schon ausgerüstet? Ich glaube es aber noch nicht. Nein! Wie sieht das denn aus? Zeig mal. Zeig mal dein hübsche Gesicht da. Ja, nicht schlecht, aber die Rüstung dazu passt halt nicht. Und da ist viel zu lang gezogen, die Wangen da. Also da können es ein bisschen kürzer sein. Aber wir sind ja noch nicht im Schönheitswettbewerb, sondern wir befinden uns jetzt mitten im Krieg rein. Und darum wollen wir die ja eigentlich auslöschen und wir nicht gerade Perlen aussehen. Das kommt dann erst später. Nice, gerade next one. Zuerst etwas anvisieren. Kann doch nicht. Ich brauche ein Ziel. Okay. Nicht so wählen, wie ich will. Auf viele fehlen uns auch nicht mehr. Und das Ziel ist sicher mal Level 61 werden jetzt die Folge. Das ist das Hauptziel. Dass wir jetzt momentan wirklich leveln. Weil wir müssen tierisch vorwärts machen. Shadowlands steht schon langsam vor der Tür. Ich hoffe ehrlich gesagt sogar, dass wir ein bisschen länger haben, bis der Patch rauskommt. So, nächste Löli. Nicht lange darauf warten. Unsere Drachenvolk hat noch genug Leben plus. Minus auch, wir heilen sie trotzdem mal auf. Es steht schon vor der Tür, aber ich hoffe, dass sie es ein bisschen länger haben. Dass es länger geht, als sie angekündigt haben. Dass wir wirklich genug Zeit haben, auf Level 120 zu kommen. Weil wenn ich das nicht anbringe, dann schlage ich mir den Grind auf den Tisch und weiss auch nicht mehr weiter. Weil, nein, also dann scheisse ich mir in die Hand und frisse es, ganz ehrlich. Weil, dann scheisst es mich an. Dann ist die ganze Bemühung umsonst gewesen. So, der nächste Löli, dann fällt. Das ist gerade der letzte, hä? Wir müssen schauen, ob es noch einen anderen Torwächter hat. Aber wie es aussieht, haben wir dann die Quest eigentlich souverän erledigt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt kommt die Quest. Ihr müsst den Björn töten. Die kann ich nämlich gar nicht vergessen, mein lieber Björn. Ich weiss ganz genau, jetzt wo du rum und chillst. Und wir jagen dich, wir holen dich, sobald wir die Quest dazu haben. So, mein lieber Unteroffizier Gord, da sind wir schon wieder. Ich hoffe, jetzt hast du mal ein bisschen Zeit für uns. Da kommen wir jetzt nämlich nice Schuhe über. Quiz beenden und geht zu Lydias Hinterhalt und spricht mit Lidl. Okay, jetzt haben wir gerade irgendwann noch einen Erfolg bekommen. Ah nein, das ist einfach unsere neuen Schuhe gewesen. Die ziehen wir natürlich auch gerade mal noch an. Dann sind wir ein bisschen stärker unterwegs. Und die Quest haben wir gar noch nicht zum Erledigen. Durch das, dass du ja irgendwo da hinten deine Quest hast, warum auch immer. So, wir müssen zum der Hinterhalt. Wir müssen einfach mal mit jemandem sprechen namens Lidls Hinterhalt. Der heisst sogar so, nicht schlecht, okay. Okay. So, wir sind da fleissig unterwegs. Da ist er auch schon. Hast du das ganze Lager ausgehöppelt? Ganz alleine, Lidl. Sali Lidl, also Level 61. Nice. So, da können wir auch... Wow, wir haben gerade momentan mega gute Sachen über. Also, lässt Björn Hallgolds in Quellenheim in die Wirkkulbeleidigung laut vor, lockt ihn dann zu Lidls Hinterhalt und hilft den anderen, ihn zu töten. Hallgurdsson in Quellenheim die Wirkkulbeleidigung laut vor. Alles klar, wir müssen ihn beleidigen und ihn weglocken. Und beim Beleidigen bin ich schon ziemlich gut eigentlich. Aber das darf ich jetzt so nicht vorzeigen, weil sonst habe ich ein anderes Problem. Okay. Und wo muss ich ihn anlocken? Das ist das Problem. Also wir beleidigen ihn jetzt einmal. Oh, jetzt wird er aber verrückt, hä? Ich muss ihn eigentlich in den Hinterhalt reinlocken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie es aussieht, schaffen wir das auch einwandfrei so.
Komm jetzt. Mein Drachenvolk sind beide noch am Leben. Komm on. Komm on. Das bringen wir an. Das bringen wir an. Er stirbt zuerst. Jawohl. Sonst hätten wir uns im Notfall auch noch heilen und ein bisschen aufstecken. Aber ich habe gedacht, das sollte eigentlich gut so lange. Wir haben den Björn besiegt. Ah, den Björn. Tschüss, Björn. Ich wollte eigentlich ihm jetzt einen kleinen geben, aber ich habe gedacht, ja, komm, lassen wir es bleiben. Ja, soll ich? Geflechteter Hierub. Das Prachtexemplar einfach da rumschweben. Sally! Wie geht's dir? Was hast du zu erzählen? Nicht so viel, hä? Okay, wir auch nicht. Wir müssen hier mal links, hä? Ciao, ciao. So. Sally Lidl, wir haben das schon erledigt. Das war jetzt nicht gerade eine Herausforderung gewesen. So, wir haben das zweite Kapitel abgeschlossen. In der Hornischen Fjorde, wie das einmal heisst. Ah, jetzt können wir da mal noch schnell unsere Schultern abändern. Sieht eigentlich genau gleich aus wie vorher, oder meine ich das jetzt gerade nur? Ja, sie tun nur die Farbe ein bisschen abändern. Es sieht ein bisschen rustiger aus, aber dafür sind wir ein bisschen stärker unterwegs. So, jetzt schauen wir mal, ob die da hinten oben nochmal eine Quest für uns haben. Und sonst machen wir uns mal langsam richtig da oben oder da oben. Und es sieht ganz noch aus, als hätten wir jetzt eben wieder das Kapitel da abgeschlossen, oder? Und jetzt müssten wir eigentlich an einen neuen Ort switchen. Entweder hilft der Lager der Winterhufe oder Neu-Agamant. Weil die da haben wirklich keine weitere Quest für uns. Okay, jetzt ist die Frage, wo geht's? Wenn wir zu den Lager von der Windhufe oder wenn wir zur Neu-Agamant? Ich persönlich sage, wir gehen zu den Windhufen. Ich habe mega... Gut, das Problem ist, wenn wir jetzt hier unten halt würden anfangen zu questen, dann könnten wir da unten zuerst questen und nachher uns gegen oben bewegen. Wenn wir jetzt hier oben anfangen zu questen, müssen wir ein gutes Level erreichen, weil es könnte sein, dass wir dann direkt Richtung Grizzly-Hügel gehen, dass wir wenigstens auch noch etwas von denen sehen. Ja. Ja, komm, dann machen wir uns in dem Fall doch zuerst auf den Weg abwärts. Dann können wir vielleicht noch gute Rüstung und so weiter mitnehmen. So, dann sind wir schon mal wieder auf dem Weg in einer langen Strecke rein. Jetzt haben wir aber wenigstens Level 61 schon mal erreichen. Das ist immer ziemlich gut. Das sage ich natürlich nicht, nein. Jetzt haben wir auch die Rüstung, haben wir schon alles abgeändert. Den Rest können wir dann einfach kaufen, dann gibt es auch wieder ein bisschen Gold. Keiner von denen gibt... Doch, das gibt wenigstens das Gold. Alles. Weil ich wollte schon ein bisschen etwas verdienen. Wie gesagt, 5000 Gold müssen wir erreichen mit Level 80, damit ich schneller reiten lernen kann. Das wäre mir auf eine gewisse Art und Weise ziemlich wichtig. Damit wir das mal einmal irgendwann im Griff haben. Damit wir da auch zügiger unterwegs sind. Wow, die aussehen. Einzigartig. Beraubend. Da hinten brennt etwas. Ein Schiff ist in die Wand gefahren. Okay. Sollen wir denen helfen? Nein, wir ignorieren es. Das könnte die Allianz sein. He? Okay. So. Was ist das? Ah, das ist der Eingang von Burg Utugard da unten. He? Okay, alles klar. Sieht ziemlich interessant aus. Oder ist das auf der anderen Seite? Neben... Wir müssen dann immer noch schauen, ob wir wirklich noch mal so an einem Dungeon stellen. Vielleicht ein oder zwei. Aber das überlege ich mir noch im Nachhinein. So, in diesem kleinen Dörfli müssen wir rein. Also kleine Dörfli. Von oben sieht das noch ein bisschen klein aus. Wenn wir dann wahrscheinlich dort sind, wird das dann schon mal anders aussehen. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Sally, ich bin zu Hause. Guten Tag miteinander. Wieder mit so einer komisch grünen Pfütze. So, dann haben wir mal eine Quest zum Ahnen, mehrere sogar. Aber ich würde sagen, wir müssen uns zuerst mal um ihn kümmern und die Quest abgeben. Und zwar... Questbände! Dann nehmen wir schon mal die nächsten an. Geht zu Thorvalds Lager, erschlagt Thorvald, nehmt das Blut des Patriarchen, der Drachenschneider an euch und bringt es zum obersten Seuchenfürst Haris in Neu-Agamant. Du bist der oberste Fürst? Okay, okay. Du siehst aber schon ein bisschen mager aus, nicht? Ja, du könntest schon ein bisschen etwas auf... Ja, ein bisschen Haut und Fleisch könntest du schon vertragen, hä? Zeigt Tobias Sarkov in Neu-Agamant die Pesthauchprobe. Die Quest nehmen wir natürlich auch liebend gerne an. Ah, die wäre sogar gerade auf der anderen Seite, dann müssen wir uns nicht mal weit bewegen. So, da ist schon mal etwas für uns. Seuchenbringer Tilgengast möchte, dass ihr 10 Exemplare verseuchte Proto-Welpen einsammeln und sie anschließend bei ihm abliefert. Er befindet sich im neuen Agamant. Nein, du sagst. Befindest du dich da, wo du jetzt bist? Nein. Das wäre mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen. So, da hinten haben wir nochmal eine Quest zum Machen, dann geben wir mal die andere ab. He? Gemütlich sind wir da wirklich wieder in so einem untoten Lager und da haben wir schon wieder so irgendwelche Fleischmenschen an der Wand rumhängen. Was benötigt ihr? Eisensäge, Jenny möchte, dass ihr 5 alte Knochen der Vrikul von den wiederauferstandenen Vrikul beim Schildhügel südlich von Neu-Agamant besorgt. Wir haben dafür ein neues Handgelenk über, das uns ziemlich viel bringt, sowieso mit mehr kritischen Wert. Und jeder, der mich kennt, kritischer Wert ist das Beste.
So, nehmen wir die natürlich auch noch gerne an. Wir haben jetzt momentan wirklich noch gute Rüstung mit der Zeit langsam über. Jetzt können wir uns das eigentlich auch mal anschauen, weil die anderen Sachen sind dann langsam schon ein bisschen veraltet. Also es wäre schon cool, wenn wir dann da noch ein paar gute neue Sachen bekommen. Ja, der kommt dann eben ein neu Biss. Die Waffen sind wir halt schon ziemlich gut dran, soweit. Wo bist du da hinten? Beim Flugmeister, okay. Seid auf der Hut. Chris Banda liefert die Pesttauchprobe zum obersten Sorgen fürs Midleton, aber er befindet sich in Galgrim im Osten der Drachenöde. Nein, hey! Hallo, ich kann auch nicht wählen jetzt. Hallo? Fliegt er mich jetzt einfach in die Drachenöde? Ich will doch gar nicht. Hallo? Ich will doch einfach questen. Du nimmst eine Quest an und dann, okay, ciao, viel Spaß. Wir wollen dich nicht da haben, machst dich mal auf den Weg, schaust mal weiter. Sieht wirklich dann aus, als würde jetzt unsere Drachenöde. Ich habe jetzt da mal auf Absteigen gedrückt. Ich hoffe, dass wir jetzt beim nächsten Ort wieder absteigen, weil die Quest, die wollte ich jetzt eigentlich noch nicht erledigen da hinten, sondern ich würde mich eigentlich das erste Mal gerne um die heulende Fjorde kümmern. Ja, also wir haben ja da jetzt wirklich, da haben wir den Blutprobe, da haben wir die uralten Walkürknochen und da haben wir versuchte Proto-Welp-Exemplare. Also wenn wir Glück haben, steigen wir irgendwo auf dem Weg noch ab oder wir fliegen wirklich durchgehend. Wenn wir durchgehend fliegen, geben wir halt mal schnell die Quest da ab, aber eben, wir können da eh noch nicht leveln. Also gut, es wäre aber 61 bis 8. Wir könnten uns schon überlegen, ob wir in der Drachenöde einfach weitermachen und sagen, komm, ciao zusammen, hey, ihr wollt uns loswerden. Aber ja, das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn von der Sache. Ich wollte eigentlich schnellstmöglich vorwärts kommen, nicht die ganze Zeit da hin und her und hin und her. Schon letzte Folge, das mit dem Dollar an, das hat Zeit gekostet, das hat so Zeit gekostet. Aber naja, So, da habe ich nochmal reingeschaut, da haben wir ja alles erledigt. Talent habe ich beim letzten Mal noch angeschaut, das einzige, was fehlt, sind PvP-Talent. Aber die interessieren mich soweit eigentlich nicht. Wir sind ja auf Wildheit, das ist sehr gut. Ja, sonst haben wir eigentlich alles erledigt. Wir können nur zuschauen und warten. Bis er da entweder uns irgendwo ablädt oder wirklich durchgehend fliegt. Aber es sieht eher danach aus, als würde er jetzt durchgehend da schön in die Drachenöden reinfliegen. Aber das nervt mich jetzt gerade richtig. Kann ich wenigstens ein paar Faxen auf dir drauf machen? Das wundert mich jetzt aber. Seid auf der Hut. Seid auf der Hut, okay, was haben wir denn da noch? Da. Kuss. Okay. Lachen. Das Lachen ist einfach unheimlich, wenn wir ganz ehrlich mal an dieser Stelle sind. Das ist so völlig so das tiefste, innerste Lachen, wenn man irgendjemandem etwas Böses tut. Jetzt ist er fast hängen geblieben und ich reite nicht einmal selber. Haben wir denn da noch? Was haben wir noch? Salutieren! Hoi! Für die Horde, hä? So, was haben wir da noch? Sitzen tun wir ja schon. Verbeugen können wir das da drauf? Nein, das funktioniert nicht. Okay. Es klappt einfach nicht, was wir wollen. So, wir sind wenigstens fast schon langsam wieder angekommen. Jetzt müssen wir das jetzt mal anschauen. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, sonst will ich offscreen ganz schnell zurückreiten. Ja, eigentlich weniger. Nein, wenn machen wir es miteinander. Komm, das kann ich jetzt auch nicht bringen. Ah, wenigstens herrliche Musik. Egal, wo wir auf dem Weg sind. Gut, eben, wir hätten jetzt nirgends absteigen können. Das ist jetzt wirklich mühsam. Und dann geben wir halt wirklich kurz die Quest ab da. Achtung! Oh, jetzt habe ich gemeint, er fährt in den Boden rein. Hey. Vorher schon in die Wand und jetzt im Boden rein. Das wäre aber schon eins zu viel. So, dann können wir da wenigstens den Flugplatz freischalten. Wir haben da natürlich jetzt auch mehrere Quests am Start, die wir anfangen können, aber ach, das ist das Einzige, was mich momentan ein bisschen an WoW stört. Man kann nicht in Ruhe durchquesten, sondern man wird da wirklich von Land zu Land geschickt, schnellstmöglichst irgendwie. Ja, der neue Gürtel, nein, der gibt mir keinen kritischen Wert. Ich ignoriere euch, weil ich habe andere Quests zum Erledigen, die ich zuerst erledigen will. Ach, das ist so mühsam. Außer die Quests, die schaue ich ganz kurz schnell gerne mal noch an, weil das sind so Quests, wo man Boss besiegen muss, aber man kommt nicht wirklich speziell über raus 2 Gold. Und daher, ciao zusammen, dann fliege ich wieder ab. Dann mache ich mich halt wieder auf den Weg zurück. Bis anderes bleibt mir ja nicht übrig. Ah. So, dann fliegen wir wieder im Schnecko-Tempo zurück. Also wir haben einfach wieder Zeit vergeudet hoch zu sehen in dem Moment, aber was willst du machen? Ja, schon wieder auf dem Weg. Ach Mann ey. Ich könnte mir so etwas antun, aber klar, ich hätte jetzt da anfangen Quest und dann Drachenöde machen und dann schauen, dass wir nach der Drachenöde weitergehen, aber
bin so, wir haben doch jetzt hier angefangen, bis welches Level soll man da leveln? Bis Level 80 hat es da drauf. Oder bis Level 80, von 58 bis 80. Von da ist dann von 63 bis 80, von da ist 64 bis 80. Also wir sind jetzt momentan 61. Klar, wir haben jetzt auf einen, darum haben wir uns drüber getan, ihr habt das jetzt mit 61 dort drüber tun. Mit 63 hätte er mich dann hier ins Grizzly-Hügel verschollen, nachher mit 64 da über, 67 da über oder so und so weiter, oder wie? Nein, das ist ja sowieso, glaub's. Genau, das ist Dalaran. Was mich halt am meisten interessiert zum Questen ist wirklich die Eiskrone, weil ich glaube, dort würde ich am meisten erwarten. Aber naja, wir sind glaube ich schon langsam wieder zurück. Nein, es kann sich wirklich nur um Stunden handeln, nur um Stunden. Es kann sich wirklich nur um Stunden handeln. Aber wisst ihr was? Was wir eigentlich an dieser Stelle müssen ganz kurz machen müssen. Was ist denn das, ein Leuchtturm? Geht da ein Alarm los, wenn ich reinfliege? Oder auch nicht? Okay. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen da mal ganz kurz einen Sturzflug, weil wir überschreiten schon wieder die Zeiten. Und das allein nur mit irgendwie 3 Quests erledigen. Wenigstens haben wir mal das Level up und noch einiges an EP können einsammeln. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, den Weg zurück, den tun wir uns an in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde Wild mit Schweiz. Danke mal fürs Einschalten, sorry fürs dumme Rumfliegen, aber ich hoffe, nächste Folge kommt es besser. Danke vielmals und ciao!